Moin! Plattdeutsch lernen. Plattlex Nummer 25. Und andere Sprachen in Plattdeutsche. Bornsprach Jiddisch. Rebbe Johannessen Präger. Rabbi Jonathan Präger. Mit der Sachjahren zurück hat in der Stadt Prag gewohnt der berühmte Chochem und Lamden Rebbe Johannessen Präger. Für ein paar Jahren waren in der Stadt Prag die berühmte Wiese und studierte Rabbi Jonathan Präger. Der Schem von Rebbe Johannessen Präger hat geklungen weit herum in der ganzen Zwiebel. Der Name von Rabbi Jonathan Präger schall weit und sieht in der hele Umgegend werden. In die größten Menschenflecken herabkommen zu ihm, gedei mit ihm sich Eizes zu halten. Und in einsten Tag kämen die größten Menschen zu ihm, bei ihm Rat zu holen. Und der größte Chochem pflegt allemann entfernen und die harbste Scheiles verentfernen. Und die große Wiese an der Jummers Elk ein und an der ob die trogsten Fragen. In jener Zeit hat gekennigt in Prag a große Säune Israel. In der dort Zeit ha in Prag einen basigen Jöden Horder dat regier als König. Einmal ist zu Rebbe Johannessen Präger herabgekommen der König von dem Land. Mal keek der König von Land bei Rabbi Jonathan Präger rein. Das ist gewesen in der Zeit, wenn hat sich geklebt, rauszugehen, Milchome halten mit seinem Söhne. Dat was taut die Zeit, als beschlossen hat, gegen ein von seinen Feinden in Urlaub zu treten. Sag mir, du bewusster Chochem, hat sich der König gewendet zu Rebbe Johannessen an. Durch welchen Teuer will ich reinfahren in dem Land, was ich geh heim bezwingen? Der König wendet sich an Rabbi Jonathan und sagt, sag mir, du wetensrike Wiese Keil, durch welch Tor soll ich reinfahren in das Land, nur dat ich von dort rutrek dat Dal zu dwingen. A deine König, hat Rebbe Johannessen Präger geändert, nimm nicht verümget, was ich will dir sagen, an Emmes in die Augen. Mein Herr König, an der Rabbi Jonathan Präger, nimm dat man nicht für ungut, wenn ich dir die Wahrheit straks in Antwort sagen darf. An entweder auf deine Frage kann ich dir geben. Ich hab aber mehr, als wenn jed wird dir sagen, du wirst rein durch ein Teuer, wirst du rein durch ein zweiten.
Een ander op die vraag wil ik die wohl geben. Ik bin aber bang, dat wenn die Jude zegt, du schallst durch ein Door in, dann fuhrst durch een anderen. Weißt du was? Hat der König dann gesagt. Lass mir abmachen also. Du wirst abschreiben dein Schube auf Papier. Weißt wat? Zei der König dann. Lass uns das so aufmachen. Du schreibst den Ander auf ein Papier. Das Papier will ich vergasmenen, übergeben meine Knecht, sie sollen es behalten. Und ich geb dir mein Wort, als Ede ich will reinfuhren in dem fremden Land, will ich das Papier nicht öffnen. Das Papier versegel ich, übergebe das an meinen Knechten, das seid verwohnt dort. Und ich gebe dir mein Wort, ehe ich reinfuhr in das fremde Land, will ich das Papier nicht abmachen. Rabbi Johannes Präger hat dann verschrieben, sein Schube auf Papier und übergegeben dem König. Rabbi Jonathan Präger schrieb dann sein Ander auf ein Papier und übergab den König dann. In ein Jahr herum hat der König eingenommen das fremde Land. In bei ein Jahr hat der König das fremde Land vererobert. Als der König ist gekommen zum seines Hauptstadt, hat sich der Mond, als jetzt kann möglich sein, es sollen sich herausweisen, verrichtig die Werte von der Juden. Als der König nun in seine Hauptstadt kam, besinn er sich, das kann nur möglich werden, dass sich die Böe von Jude als richtig gut stellt. Der Söhne Israel hat das Beschummäufen nicht gewollt erlosen. Die Judenhorde hat das absolut nicht zulassen wollt. Er hat befeuert seine Knecht, sie sollen durchbrechen a Wand. In a so herum ist hereingefahren in dem seines Hauptstadt, gur durch ein neuem Teuer. Und er befehlt den Knechten, durch den Mur zu brechen. Und wegen dessen drei verhält durch den Helnet Tor in Wien sein Hauptstadt drin. Der König hat sich groß gehalten mit seinem klugen Einfall und sich getracht. Der König war stolz auf seinen Plitscheneinfall und hat sich gedacht, ich hab übergeklickt im größten jüdischen Chochem. Jetzt will ich im Beschämen vom ganzen Land. Ich hab den großen deutschen Wiesen überdümpelt. Nu schall ich ihm für das hele Land beschämen. Gekommen heim hat der König gleich geheißen, bringt sie sich dem jüdischen Chochem. Mit groß Freude hat allein aufgerissen von Chochem in die Augen das vergasmete Papier. Als nach Hus kam, lädt der König fort, den deutschen Wiesen zu sich bringen. Mit großen Augen reiht er suchen für den Wiesen sein Augen das versegelte Papier oben. Wie erstaunt ist ober geworden, wenn hat übergelehnt die dosige Wörter.
wat wou hem man verdattert, als hij die hier wou lees. Der König werd gewiss zerbrechen a Wand und reinfuhren gur durch a neuem Teuer. Der König bringt Wissen Moor durch und fuhrt durch ein Heil und Dale nee door. Sag mir, du Kriegermann, hat der König in a Weile gefragt. Wieso hast du gekonnt voraussehen, als soins wird passieren? Sag mir, du kluge Mann, fragt der König nun wieder, wo ans es verlaut sein, dass just das passiert? A deine König, hat Rebbe Johannessen geantwortet. Nimm nicht für inget, was ich will dir wieder einmal sagen, dem Emmes in die Augen. Wir Jitten weißen, als du hast abgekehrt dein Chesed von uns. Mein Herr König, sei Rabbi Jonathan, nehm dat man nicht für ungut, wenn ich die wieder der Wahrheit straks in Antwort sagen dau. Wir Juden dort werden, dass du die Gunst von uns abwendet hast. Ich hab sich darüber nicht gekonnt vorstellen, du sollst dich sichern zu jedens an Eize. Deswegen hab ich mir nicht vorstellen konnt, dass du auf dem Rat von Jude hörst. Ich hab verstanden, als du wirst gehen, losen a Wand durchbrechen, eide reinfuhren durch dem Teuer, was ich, a Posheter Jed, will dir anweisen. Ich verstehn, dass du Leben nur durchbrechen lassen darfst, als durch das Toren zu fahren, dass ich, n lütten Jude, die ob hinwiesen dä. Rebbe Johannessens Entfer hat gemacht auf den König a starken Räuschem. Rabbi Jonathan sin Ander imponiert den König bei sich. Der König hat a glatt getondem Chochem übern grünen Kopf und gesagt, der König stragelt den Wiesen über das griese Haar und seh, du bist bei mir höher von alle anderen gekommen. Keiner von sie hat mir nicht gekonnt geben, kein Schube auf meine Frage. Und nur dir einem ist der Sod an Pleck geworden. Ich acht die höher als all die anderen Wiesen. Kein mein Germ ha mir ander ob min Frau geben konnt. Und man bloß die hat sich das Geheimnis openlegt. Der König hat gewollt reinnehmen, dem Chochem zu sich in Palast rein. Der König will den Wiesenmann zu sich in Palast nehmen. Rebbe Johannessen Präger hat aber bedankt dem König von größten Covid und ist verblieben leben in sein eigen Stadt Prag. Rabbi Jonathan Präger hat sich aber beim König für die große Ehre bedankt und hat wiederhin in seiner Stadt Prag lebt. Sei gesinnt. Tschüss. Wees bedankt für drin kicken. Nicht vergessen, Leben ist Leben und Lehren.